Noven zusammen. Und alles klar soweit. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir unseren Bruder, den Sam, trotz seiner Frechheiten retten können oder nicht. Und was jetzt eigentlich mit dem Schatz ist. Viel Spaß. Ich gucke aktuell die Serie Black Sails, also so Piratenserie. Und das habe ich mal so zum Anlass genommen und habe so ein bisschen gegoogelt, so die einzelnen Piraten, ne? Nur der Name, wann die so gelebt haben und so weiter und so fort. Und da habe ich festgestellt, dieser Avery, in dem es jetzt hier in dem Spiel drum geht, der ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eher so im 17., Anfang 18. Jahrhundert unterwegs gewesen. Und die andere, und das ist auch was, wo ich so jetzt nicht gedacht habe, die Piraten, die in dieser Serie Black Sails mitspielen, die gibt's eigentlich gibt's nicht, ne, aber die gab's zum überwiegenden Teil wirklich. Also zum Beispiel der Charles Wayne und der Blackbeard und so. Und die waren quasi alle gar die Nachfolger vom Avery. Und die haben eher so gelebt im 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Irgendwie war das. Fand ich ganz interessant, was ich jetzt aber nicht rausgekriegt habe. Blackbeard kennt man halt, ne? Also Captain Blackbeard, das ist irgendwie bekannt und stand auch dann bei Wikipedia und so überall. Ah ja, das ist somit der bekannteste Pirat. Aber was jetzt nicht so wirklich beigestanden hat, ist warum. Also klar, seine äußere Erscheinung war wohl sehr markant, aber jetzt, keine Ahnung, warum der jetzt besonders bekannt ist gegenüber den anderen, habe ich jetzt nicht so rausgelesen, ne? Jo, naja, ist ja auch egal. Steht so an, wir starten direkt mit uns Spielerin und wir haben jetzt noch, wenn ich das richtig weiß, noch 3 Kapitel vor uns und der Epilog. So irgendwie in der Art war es. Also wir müssen mal gucken, wie wir es halt machen, wie weit wir kommen, wie lang die Kapitel sind, das weiß ich jetzt nicht. Ob man jetzt 2 Kapitel spielt, ob man 3 Kapitel spielt, aber wenn man 3 Kapitel spielt, dann können wir noch den Epilog spielen, ne? Muss schauen, wie es läuft und wie lange es dauert. Dann kann es Sinn, dass wir 2 Kapitel spielen und dann das letzte Kapitel und Epilog für den Samstag uns aufheben. Und ansonsten bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Müssen wir halt mal gucken, ob wir vielleicht doch mehr machen. Es hängt halt. Eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Das hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie lang die Kapitel du jetzt gehe. Aber 100 wie der Exivis jetzt am Anfang geruckelt hat, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum. Ich hätte jetzt gesagt, du kennst noch eins her. Aber naja, dann halt nicht. Warum konnte er jetzt nicht da hochgehen? War das jetzt wirklich zu hoch, he? Wie hast du denn das gemacht? Ist einfach so darüber gesprungen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Tatsächlich. Ah ja gut, hat aber auch funktioniert, ne? Springen wir jetzt da rüber oder da hoch? Wir springen wir da rüber, da haben wir bestimmt eine schöne Aussicht. Bleib schön, du. Alter, ne? In 2 Teile gebrochen. Aber das sieht man doch, ne? Also das Schiff, das leitet jetzt auch schon seit ein paar Jahren, du. Guck mal, das sind aber außenrum überall Felsen, ne? Aber das Schiff hätte man ja gesehen. Ne? Als ob du jetzt noch nur 300 Jahre Segel dran rumplattert im Leben nicht. So glaub ich nicht dran. Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Schick. Aber Schiffsfriedhof jetzt hin oder her. Das hätten wir doch gefunden, oder nicht? Also ich meine so die letzten 300 Jahre. Da vorne ist noch ein Turm. Und wenn ich das jetzt gefunden hätte oder gesehen hätte, dann hätte ich ja auch mal, also wäre ich mal dorthin und hätte mal geguckt, was da so alles gibt. Dann hätte ich hier wo normalerweise auch die Höhle gefunden. Und in der Folge dessen auch Kommen wir hier runter. Ja, sicher aus. vom Sicher Avery alles auf dieser Insel. die ganze Gebäude, also dieses New Dingensbums Heaven oder wie es hieß. Aha, guck mal, da oben ist doch auch irgendwie so ein Tisch. Gibt es da bestimmt auch einen Schatz, oder? Oder was zum Lesen, das wäre auch in Ordnung.
Ah jo. Näher. Wenn die nur springen können. Das ist so wie beim Nathan mit dem Klettere, meine ich. Mist. Das ist Sam. Komm, wir müssen zu ihm. Der hat doch gar keine Hilfe verdient. Irgendwie zum Strand. Naja, wir hupsen da einfach mal und dann gucken wir mal weiter. Wie haben die mich dann jetzt eigentlich schon wieder gefunden? Ich schon gedacht, die wäre hinter dem Sam her, nicht hinter mir. Komm, wir holen mal die Schneiberpistole. Alter, das sie, ey, Schuster war Schicht im Schacht. Jo, was weiß ich, wo sind die dann alle gar? Ah, jo. Jetzt haben sie meine Deckung kaputt gemacht, jetzt haben sie es gefingert. Ja, gut. Shit, jetzt wird's langsam eng. Alter, wo werft die dann die Granate hin? Komm, da ist doch noch so eine andere Waffe. Dann nehmen wir die mal. Die hat bestimmt ein bisschen mehr Munition am Start. Ach. Wie kommen die eigentlich hinter mich? Kaum fängst du an, bist du mitten in der Schießerei drin. Wo gibt's denn sowas? Ach, lass mir doch mal Ruhe, ey. Langsam verlierst du aber die Geduld. In der Sekunde, wo du hochguckst, zack, Kopftreffer oder so in der Art. Leicht nicht genauso, aber fast. Jawohl, Rambo. Egal. Das muss jetzt mal durchgezogen werden jetzt. Eigentlich würde ich ja viel lieber... Was schwätzt die dann? Elena, hast du eigentlich auch eine Waffe am Start oder wartest du, bis ich die alle gar platt mache? Ja, komm, dann kommst du natürlich dann jetzt wieder Farbe ins Gesicht. Du musst schneller no-laden, Kerl. Du musst einfach schneller no-laden. Wo kam das denn jetzt wieder her? Ich bin doch in Deckung gewesen von hinten. Irgendwie zum Strand. In Deckung, los! Sehr gut. Jawohl. Bitte in Deckung, wenn es geht. Granate, keine mehr gebrauche. Jawohl, Elena, das Insatz. Mit meiner Frau lädt sich niemand an. Ach, hier doch jetzt mal auf, du Zapple. So, nix gibt's. Jetzt hole ich mir da die Waffe, du. Egal was es für eine Waffe ist, aber die nehmen wir jetzt. Was ist denn das jetzt für eine Rotzwaffe? Wo ist denn meine andere Waffe? Bitte in Deckung. Warum hast du denn jetzt wieder so Waffe am Start? So, ist jetzt Ruhe. Stopp. Munition, kennen wir dir Schmidt.
So. Ah jo, da hinten sind sie wieder. Alle gar. Alle gar. Wo kommen die dann alle gar her? Das ist wie im Supermarkt, ne? Was weiß ich. Wenn beim Nutella, ne? Was weiß ich, wenn dann drauf steht, 75 Gramm extra. So ist das bei denen auch. Gibt's auch immer extra Light sozusagen. Jo, ich versteck mich mal hinter dem, ich versteck mich einfach mal hinter dem explosive Fass. ...15 Minuten drin und nur Nerverei am Start. Nur Nerverei. Echt jetzt? Das muss ich sagen, das war jetzt so gefühlt, zumindest bei so Geschichte wie Tomb Raider oder so, finde ich ein bisschen ausgewogener zwischen Kampfszene und so Schatzsuche quasi. Ne? Und ich muss sagen, dieses Verhältnis hat mir bei Tomb Raider auch immer deutlich besser gefallen, wie jetzt hier bei den Uncharted-Teile. Ungeachtet der Tatsache, dass die Uncharted-Spiele natürlich von der Story her und vom Storytelling her deutlich besser sind. Also ist hier noch so einer von denen. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Ne, eher desto tiefer fallen sie. Ah jo, jetzt werfen sie wieder Granate. Wenn nichts mehr infällt, werfen sie Granate. Ja. Sag mal, Elena, wo laufst denn du eigentlich rum? Da unten kann ich dir jetzt nicht helfen. Alter. Ich weiß nicht, sind das Granatwerfer? Ich schmeiß die Granate auch 100 Meter weit. Ah jo, und wo lassen sie mich raus? Am Arsch der Welt. Echt jetzt? Jo, das war nicht mal gedacht, wie ich gesehen würde, sich wieder rausgelassen, du. Ja. Wo kommt dann das der ganze Shit her überhaupt? Jetzt sehe ich nichts. Jetzt haben sie es gefingert. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Du zielst ja aus der Decke raus, das interessiert ihn gar nicht, der zieht einfach durch. Ach, ich weiß nicht, musst du jetzt so dumm so dran rumhängen. Ja, wenn die nur Granaten schmeißen können. Das ist so ähnlich wie bei mir mit dem Kletterer. So. Hier hinten die Position ist gar nicht so schlecht. Elena, bleib da. Wo willst denn du hin? Wie treffen die mich mit ihrer Pistole eigentlich? Alter, mit dir habe ich nicht gerechnet. Wow. Ja, du gehst mir schon auch auf den Keks, muss ich sagen. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Du wiederholst dich auch mal lieber, hä? So, jetzt passen wir auf, du. Jetzt machen wir du. Jetzt sagen wir denen mal Hallo, du. Habe ich noch ein paar Schuss? Wie sieht's denn aus? Wo kommen ihr dann wieder alle gar her? Heckgott, du ne wieder noch mal. Jetzt reicht's aber noch mal. So. Was haben wir dann jetzt du noch? Es ist nix für mich. Ist auch nix für mich. Hoffentlich hat von denen nur noch einer ordentlich Waffe am Start.
Ich würde doch gerne noch ein bisschen hochklettern und mal gucken, ob es da noch irgendwie was gibt für mich. Wie kann ich denn das Ding ablegen? Ah, gut. So, ne, die will ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich die? 35. Ist das die Gleichwaffe? Die hätte ich gern. Sind zwar nur 16 Schuss, aber die kennt Rindzeppe. Das ist gut. Das nehmen wir. So. Zack, jetzt schnappst das Druckgerät auch nochmal. Ach, die... Ja, du mit deinen Hinweise. Ist in Ordnung. Och, die will ich nicht, die Waffe. Nehmen wieder Dido. Ne, stopp. So haben wir nicht gewettet. Oder? Warte mal. Lady bitte nochmal ab. Doch, genau, so ist in Ordnung. So, jetzt tun wir da auch nochmal kurz Taure. Nur um zu gucken, ob wir da noch irgendwo Schätze am Start haben. Ich habe gerade gesehen, ich habe schon so Trophäe, 50 Schätze gefunden. Also Schätze. Aber ich will auch 51 nehmen. Ja, nimm sie ruhig. Nimm sie ruhig. Nimm sie ruhig. So, was ist jetzt wieder los, du? Wo kommt der Shit her? Ah. Mit dem Ding kann ich nicht hupsen, ne? Haben wir nicht. Haben wir nicht. So, Elena, was ist denn du? Du stehst da, als wollte ich einlösen. Ja, durch den Laderaum. Wir gucken sie erstmal, was da hinten geboten ist. Alter. Ich wusste dir genau. Oder hast du das mit... Was, wo ist denn jetzt mal eine Waffe? Was ist denn jetzt? Kannst du jetzt nicht mit dran, oder was? Ja. So, Rudo jetzt. Ruhe. Du, da oben gibst auch Ruhe jetzt. So, jetzt kannst du weglegen. Den einen Schuss du mir. Tschüss. So geht das. Aber was für ein Laderaum hat es denn jetzt gemeint? Den da? Dass es da durch wollt? Nee, oder? Alter, Elena, was ist denn mit dir? Wie ist denn der jetzt an dir vorbeikommen, hä? Ja gut, jetzt sind wir da, ne? Also, ne, wir sind da, um den Schatz zu finden, aber eigentlich hat er es ja auch gar nicht verdient, dass wir da jetzt gucken, ob wir dem helfen können. Es ist schon so ein bisschen Zwiespalt in mir, weil eigentlich verdient hat er es nicht. Auf der anderen Seite muss man jetzt fairerweise sagen, ich habe es natürlich auch nicht verdient, dass mir die Elena hilft. Und daher sind wir vielleicht auch quitt. Wo? Ja. Dann auf. Kennt der das jetzt anheben? Das sieht schon aus, als wäre das eher verkeilt. Okay, wo könnte es denn sein? Ah jo. Da ist die Antwort. Ach, bitte trifft doch einfach. Jawohl, Elena. Ah jo. Ja, geil. Guck dir das an, ey. Hä? Herrscht Ball auf. Tschüss. Ja, ist das die Kopfhöhe? Alter! Ja, Scharfschützengewehr reicht nicht. Ach. Was sollen sie denn jetzt wieder für Panzer an, hä? Alter, bleib doch einfach mal stehen jetzt. Das ist hier nicht mehr auszuhalten mit euch. Steht mich gern irgendwie mal Knie oder so, ne? Samu, der kann ja aber auch nicht. Ich meine, ich kann nicht mehr wie draufhalle.
Ich meine, der Fadenkreuz war doch drauf, oder nicht? Ich sah eigentlich, das gucke ich mir nochmal in der Wiederholung an. Ich habe keine Ahnung, was die Condor für eine Waffe ist. Aber es ist jetzt auch nicht gerade so, als hätte man die riesige Auswahl. Die, wird schon, ja, das sieht aus wie so Schrotflint, ne? Wahrscheinlich so vollautomatisch Schrotflint. Die wird schon besser rinrobbe. Komm, du ist doch Munition gewesen, nix. So, war da irgendwo, genau. Zack. Jo, hat natürlich Streufeuer von, oder Streuung von, keine Ahnung was. Ah, Mist, der sitzt in der Falle. Ah ja, der lässt nur ruhig ein bisschen schmore. Tschüss. Ajo, tschüss. Komm, gehen wir da in Deckung, wenn es geht. Ja, ist in Ordnung. Ja, komm, da hast du wieder ein bisschen Farben ins Gesicht kriegst. Tschüss. Was ist denn jetzt? Schießt der da auf meine Freundin? Komm, guck raus. Ich glaub's hackt. Also ich sah nicht immer Freundin aus, das ist sogar meine Frau. Also noch schlimmer. Das ist quasi eine Kriegserklärung. Komm her. Jetzt muss er noch laden. Hat er keinen besseren Zeitpunkt gefunden wie du jetzt. He? Gut, mir war jetzt auch nicht so klar, dass der nur 8 Schuss hat. Ja, ich weiß schon, wo du bist. Lass mich jetzt da unten mal ein bisschen gucken. So, Barock, wo ist es dann? Zack. Dass du aber auch nirgends Schätze rumleihe, ne? Schon irgendwie ein bisschen enttäuschend, finde ich. So war irgendwo noch die A-Waffe, wo ich gedacht habe, ja geil, die ARX war es, glaube ich, oder wie sie heißt. Wo haben wir die dann? Do, genau. Tut das gut, dich zu sehen. Naja, Was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden? das Gefühl beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ach, jetzt hat der FMO leider am Start. Kann ich jetzt bitte einfach, danke. Alter, was hat denn der? Guckt der mal an, was mit dem seinem Arm ist. Alter, hä? Alter, ja, jetzt wird der Hände wieder sortiert. Ajo. War das jetzt die Nadine? Das ist das jetzt der Endgegner, hä? Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Was für Panzerfaust? Tschüss. Ah ja gut, du musst mir nur Auftrag geben. Das ist hier dann schon ruckzuck ausgeführt. Was ist denn jetzt? Schießt der jetzt nicht mehr? Ah, ich weiß auch nicht. Der ist auch sehr launisch dann mit seiner Überlegung, wann er schießt und wann nicht, ne? Ah jo, jetzt müssen wir wieder Granate werfen, ist schon klar. Ey, wo ist meine Deckung? Elena, hast du mir die weggenommen oder was? So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich wieder die Arschkarte gezogen. Ja. Was geht mit dir ab? So, war da jetzt noch einer. Jetzt war so viel, jetzt laden wir Domino. Ja. Tschüss. Die Condor will ich nicht. Ich hätte gern Munition für meine ARX. Na gut, dann nehmen wir doch die Condor, weil schon nur noch 10 Schuss. Das ist ja auch nicht mehr die Welt, ne? Du kommst bestimmt auf dem anderen Schiff gleiche Haufen Gegner und schieße von der anderen Seite auf uns. Ah jo, natürlich. Ich sehe geht die Sonne gar nichts. Ach, Alter, ey. Hat eigentlich ins Gehirn geschissen. Die machen alles kaputt, das ist doch nicht mehr normal.
Warum ist du jetzt kein Schatz und nix? Du noch nicht immer irgendwie was zum Klettern, gar nichts. Aber warum kann ich dann da gehen? Komm, lad no. Ach ja, guck mal, du kannst Schnuff. Sehr gut. Ja, du kannst wieder runter, aber wir sind jetzt eben erst drauf. Elena, lauf mir im Weg rum. Rambo. Aua. Ach, jetzt wollte ich mit Rambo machen. Der hält aber auch nichts aus. Ach, guck mal, schon eine Panzerfaust. Ist das, winkt, ist das, soll das quasi... Oh, das kann ich schon, ne? Ja, ist das jetzt so clever? Jetzt machen wir du schießt mit Rakete auf mich und ich schieß mit Rakete auf dich, oder was? Hätte ich dich jetzt nicht an der Kante festhalten können, hä? An jeder Kante kann er sich festhalten, aber an der nicht. Ach, jetzt muss ich wieder die Rakete, du, zack, du, tschüss, zack, tschüss. Ja, und jetzt ist mein Steg weg, oder was? Was soll denn das jetzt? Ah jo, wer ist die Elena? Der macht das nix aus. Ich wäre dort durchgerüttelt. Ah jo, natürlich. Kann ich jetzt bitte einfach mal in Deckung gehen? Danke. Ach. Bin ich wieder genau in die, hier, wie sagt man, in die Granate reingesprungen. So, ich hätte das gern deaktiviert. Wie geht denn das? Also, folgendes Problem. Wenn ich jetzt öfters auf die Umschalttaste drücke, dann löst der irgendeine Rotz aus. Ich weiß nicht, was für einer, aber jo, kennt man jo. So, jetzt ist die Frage, haben sie jetzt eben erzählt, das kennt man ausschalten. Wenn ich jetzt so aber drauf drücke, dann ist doch schon alles auf aus. Ja, dann spielen wir halt weiter. Ach, jedes Modi gleich. So, tschüss. Jetzt hat er die Falschwaffe genommen. Wo hat er denn jetzt das Ding wieder her? So, was für einen hat er jetzt? Na, der ist wieder nicht die Condor. Ich will aber, ich hätte gern die Condor. Ja, da hat er schon erwischt, alle bei. Unsere Freunde sind zurück. Das passt mir alles nicht so. Jawohl. Alter, du schießt mit einer Panzerfaust hoch und du passiert gar nichts. Der. Dass du jetzt mit zwei Panzerfäusten draufgeschossen und da ist gerade gar nichts passiert. Also noch nicht immer ein bisschen was. Ah, du hast eine Kanone. Schieße ab die Kanone. Schieß die Kanone ab. Nee. Jetzt ist er im Wasser. Die Kanone hätte er soll abfeuern. Wissen er das? Ja, Vorschlag wie? Guck mal, wenn ich ein bisschen weiter runter, das sieht doch so aus, als dir durch Licht rausscheine. Dann können wir vielleicht wieder hoch. Ja, gut. Ja, du kannst das Schiff nicht hochdrücken, es tut mir leid.
Ist nicht der Superman. Schöne Korallenriffe haben wir da, ne? Wieder runter. Direkt wieder runter. Direkt wieder runter. So, da war irgendwo Kist. Ach komm, geh mal in Deckung. Hättest du jetzt nicht bei dem Rolle quasi einfach mal kennen. Ach, dass die immer so zappeln müssen. Wenn er jetzt sieht, wie weit der die Granate geschmissen hat. Beide Bundesjugendspiele wäre er der Gott gewesen mit dem Wurf. Außenrum, nix gibt's. Tschüss. Alter, wie viel halle die dann aus? Schieß doch, Mo. Hallo. Alter, ziel doch bitte und schieß. Hat er das jetzt wieder gesehen, ne? Schein auf Ziele und Schieße gedrückt. Was hat er gemacht? Nichts. Jawohl. Jawohl. Geh mal da an den Fels. Jawohl. Ah jo, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Natürlich. So. Soll er gerade runterhupsen mit seinem Ding. So, schon jetzt ein bisschen Munition gebraucht. Tut mir leid. Nee, nix. Alter, wo kommst du dann jetzt schon wieder her? Ist doch jetzt bald Ruhe. Wer? Du bist immer so unspezifisch. Dieser Shoreline-Söldner. Du Trottel, du leid C-Stick. So ist es, die Panzerfaust. Vorhin, ich will jetzt Folgendes. Ich habe vorhin mit 2 Panzerfäusten auf so ein Ding geschossen. Ist gerade noch gar nichts passiert. Pass auf, jetzt hol ich die Panzerfaust und die verrobbt aber jetzt alles. Normo. Jawohl. Nee. Bist du schade? War mir klar. Vorhin die 2 Panzerfäuste, die ich verschossen, die haben nämlich gerade gar nichts gebrungen. Alter, so viel Panzerfäust. Ja gut, die wollte halt schon, dass man das in eine Truck auf jeden Fall kaputt macht, ne? Ach, jo, was wär's dann ich, ey? Natürlich. Wir holen ein Abrissauto. Du musst rennen. Renne. Ah jo, du drückt er sich jetzt durch, das ist mir schon klar. Ah jo, du fährt der A-Hof, das macht dem ja nix. Ja, und jetzt? Sackgass. Ja, und da fährt er ohne Rinne und dann ist der ganze Turm im Arsch. Ah, jo, natürlich. Das ist ganz klar. Ist das jetzt nicht ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Ich meine, unrealistisch ist bei Spielen vielleicht da immer so ein bisschen das falsche Wort, aber als der du jetzt überall durchfahre. Ah ja, natürlich. Und ohne Airbags, ne? Der hätte jetzt bestimmt die Fresse aufgeblutzt. Siehst du, der hat genau die andere Idee als ich. Ich hätte jetzt gesagt, möglichst nah ans Auto ran, dass er mich auch mit seiner scheiß Kanone mir treffen tut. Und der sagt, möglichst weit weg, dass er ein gutes Ziel hat. Jo, der ist die Mauer, die sind ihm auch egal, ne?
Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, Sally? Der läuft schon. Nate. Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier. Die Spielchen sind vorbei. das erinnert mich so ein bisschen an ich glaube, es war der Marauder, wo der andere bei Top Gear auch durch die Wand geblosen ist. So wie es jetzt mal anerwarf. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber. Ich hol dich da raus. Ich hätte gern mein Sturmgewehr zurück. Ah, du. Ja, auf das Sally ist halt Verlust, nicht so wie auf das Sam. Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey, Hey. bist du okay? Ja, Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten, ja, das war der Kerl. du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut, ein paar Mal war es knapp, aber er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Du mit dem Abraum, hopp. Oh, schick. Oh, eine Kugel hat mich gestreift. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rave? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, andere Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gebracht. Ach, was? Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rave ganz außen rumlaufen, aber wir Hey, könnten... scheiß auf Rave. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist. Wir Stimmt. sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's. Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar, ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Hm? Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Gugumo. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rave gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon? Hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber Ich steht nicht. die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam, wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ja. Ich meine, was ist wichtiger? 400 Millionen oder Leben? Ich persönlich steht jetzt an, wenn ich nicht mehr lebe, kann ich mit den 400 Millionen nichts mehr anfangen. Nur durch diese Hafenstadt. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht.
Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Aha. So ist er, der Schatz. Schau ne, wir gehen heim. Ich will dir nichts sagen, ne? Wenn der Schatz, den mir du jetzt gerade, also den er sucht, wenn das genauso Schatz ist, wie die ganze Schätze, die ich so finde, dann den ich sagen, rentiert sich der ganze Spaß du ja nicht wirklich, ne? Was waren das Done eigentlich? Ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick verloren, ne? Wir waren jetzt zuerst in Libertalia. Dann waren wir in New Haven oder wie es heißt, ne? Und das do, ist das jetzt irgendwie der Hafen, wo die alle gar angelegt haben? Oder ist das jetzt nochmal was anderes? Oder gehört das jetzt auch noch zu Libertalia? Und das ist quasi auf der anderen Seite von Libertalia? Also so groß war das nicht, das ist mehr durchgelaufen. Da war ja eigentlich sowas nicht. Das war ja relativ weit im Landesinnere und nicht so do am Meer, ne? Ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit 300 Jahre noch so Lappe dranhängen täte. Wäre das so? Würde du nur 300 Jahre noch so Lappe dranhängen? Ich weiß nicht. Bin ich nicht von überzeugt. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Wir müssen jetzt vor allem gucken, ob du Schätze versteckt sind. Aber habe ich dir eben was? Du, guck mal, du unten, du blitzt doch auch noch was. Es stellt sich nur die Frage, wie man da rinkomme. Die Tür geht dir wahrscheinlich nicht auf. Runtergesprungen, aber ich bin nicht da hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, aber ich würde hier gern rein, ne? Ich würde hier gern ins Dings rein. Ah ja, pass auf, du. Nee. Guck mal, kann ich dich nicht so an dem Balge du festhalten, dass mich doch nochmal geht. Du, genau an dem. So, der sieht doch so weiß aus, als der das gehe. Von der Seite ist ein bisschen weit zum Hupse, oder? Ne, von da ohne da oben rein, ne? Das wär's halt. Schwierig, ne? Also so ist es hier viel zu weit. Also viel zu weit. Ja, den können wir schieben, das ist schon klar. Den können wir dann gleich abhauen. Wahrscheinlich der Oven an die Leder und dann der Nuff. Alles gut. Aber die Frage ist nach wie vor, wie komme ich an den Schatz? Ja, es ist richtig Festung, ne? Ah, das ist ja der Turm. Ah, da unten ist das Segelflugzeug. Na gut. Ah ja, gut. Da müssen wir an, ne? Halt dich. Jawohl. So, was ich jetzt noch gern hätte, ich steht... Ja, aber wenn ich jetzt da dran hänge, das bringt mir ja auch nichts, oder? Komme ich trotzdem nicht drin. Also was man Gebrauch kennt, wäre vielleicht folgendes. Wenn man so eine Kiste oder was hätte, die man da drunter schieben kann, damit man da oben rinkomme. Ach! Hier, seit wann kann der so hoch springen? Ey, da kann der schon mal vorher so hoch springen. Da sah der immer, oh, das ist zu hoch. Brauchen wir ein Räuberleder, das ist zu hoch für ein Räuberleder. Und du kannst 30 Meter hoch springen, ey. Aber dann soll der nicht verarscht vorkommen, ne? Ja, lass doch bitte einfach. Ja, lass doch bitte einfach. So, zack. Der so hoch kann er auf einmal springen, ne? Der hat er aber schon weniger hoch springen müssen und hat dann gesagt, ah, du Alter, ey, das ist jetzt echt ein bisschen hoch. Dummschwätzer. Ach schade, da steht gar nichts mit drauf auf dem Schild, ne?
Ist das so der Avery? Wahrscheinlich, ne? Ja, guck dir das an. Was will ich dazu jetzt noch sagen, ne? Auf dem Laufband. Denkt schon an, wie der anerhält bei Dark Souls. Ist dann irgendwie so, guckt die Stage raus und sagt, boah, du alle, das ist mir echt zu hoch jetzt. Danke für die Hilfe, ne? Nee, ihr braucht mir nicht helfen, das ist ganz leicht. Hey, das funktioniert noch gut, das ist das Bauach kein Öl, ne? Das ist auch nicht ingeroscht, nur 300 Jahre. Keine Panik. Hey, braucht ihr Hilfe? Nee. Nein, danke. Geschafft. So. Wie sieht's da aus? Wir haben jetzt hier schon 2 Chats gefunden. Wahrscheinlich ist das jetzt erschöpft mit den Chats. Nichtsdestotrotz würde ich gern noch überall noch so ein bisschen gucken. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Guck mal, Sackkarre und die früher auch schon gehabt, ne? Oh, du kennt ihr doch noch. Ah, ne, warte, das sind wir ja reinkommen, ne? Jo, ja. Mhm. Ah ja, gut, dann müssen wir, wo war das, links oder wo? Du irgendwo durch so eine Tür durch wahrscheinlich. Du hast gefunden, Sally. Du oben willst raus. Na ja gut, dann machen wir das. Hey Leute, hier durch. Jetzt muss der alte Mann, der Sally, der muss jetzt noch so kraxeln. Das ist ja auch nicht. Naja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man überleben will, dann muss man es halt auch unter Umständen kaufen, damit du jetzt zu klettern, ne? Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Das mit dem Näher erkenne ich jetzt noch nicht so. Für mich sieht das noch immer relativ weit weg aus, ne? Ich sah es nur. War zu weit. Ich bin eine Freitodgang. Weil ihr mir eben nicht geholfen habt. Wow, schaut euch das an. Also So Aufzug. eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Jo. Warum nicht? Wenn ihr mir sagen, wie? Jo, keine Ahnung, ne? Ich würde konstruktive Vorschläge entgegennehmen. Und was kommt? Nichts. Nichts. Aha. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Mit dem Seil herziehen. Wie soll ich mir das vorstellen? Was zum Henker machst du da, Junge? Bin ich mir auch nicht so sicher. Weiß ich noch nicht. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ja gut, das war der Plan. Dummerweise stellt er sich für diesen Plan. Ich bin dabei. Oder was willst du von mir? Ich häng du gerade ein bisschen rum. Was machst du so? Die ist halt, nicht, weil die halt so nah an der Wand ist, so kann ich keinen Schwung nehmen, ne? Das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Ja, wie komme ich jetzt zur Retour? Zack. So, gut. Manchmal ist er echt ein bisschen schwer im Begriff. Aha. Ah, guck mal, so, das ist ja auch noch so ein Ding. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, aber gut. Ich nehm's auch so. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest. Ja. Du springst rüber. Ja, ist mir schon klar. Nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Die machen da hinten Vielleicht. den Chiller und ich darf da wieder über den 20 Meter hohen Abgrund springen.
Oder sich bestimmt eine Splitter geholt. Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber. Ah ja, verstehe. Das ist quasi so, Okay, wir sind soweit. ach, ich muss gar nicht bei Lava, ich muss nur Q drücken. Ach, super. Tut mir leid. Dunkelhof. Komm hoch, Nathan. Warum soll ich da jetzt hoch? Ja gut, da geht's halt auch nicht weiter, ne? Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Ah ja, wo bin ich schon immer? Alter, mit einem Arm, ey. Ah jo. Es ist ja klar, ne? Ah ja, ich bin schon dabei. Gut so. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Ah. Nee. Nein, denk nicht mal dran, okay? Ah ja, Sorry, dass ich ehrlich. dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Sturer. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Oh, Na komm. sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Mit was recht? Das hat sie jetzt hier nicht so, wie soll ich denn sagen, nicht so explizit artikuliert, ne? Du kennt jetzt auch noch wenigstens eine Briefleihe, ne? Wenigstens ein Brief. Wenn kein Schatz, dann doch wenigstens ein Brief. Ich meine, es ist hier trotzdem ganz schön, dass es dann auch mal so heißer und so ingebaut haben, wo man jetzt nichts holen kann, ne? Aber wenn man doch schon hingeht und alles, das muss doch eigentlich belohnt werden. Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten und dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt er sich eigentlich? Ja, denkt doch auf nichts, ne? Nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Ah, was ist denn das? Kann ich wieder meine Lesestimme auspacken. Was ist jetzt? Libertalia Journal. Captain Christopher Exley. Captain war er wohl da nimmi. My new life begins today. With the shores, was sind Shores? Of Libertalia finally beneath my feet. I am now a free man. The... Was ist jetzt denn das? Towns are filled with men and women, working and living with vigor and a sense of purpose. I watched goods taken from ships and we died. Wie spricht man das jetzt wohl aus? Eigentlich ist hier read und eyed. We died. Keine Ahnung. For transport to the colony. Up in the hills I spied the was? Magnificent estates of New Devon. Ach, es war nicht New Haven, es war New Devon. Okay. The joy I feel is overwhelming. Krage. Guck mal, da haben sie jetzt aber das Captain nicht durchgestrichen. Das hätten sie doch da einfach nur so vom Feeling her anmachen können, oder? Heute beginnt mein neues Leben. Endlich habe ich die Ufer von Libertalia unter meinen Füßen und bin ein freier Mann. Die Städte sind angefüllt, aber was für Städte? Libertalia, war das nicht A-Stadt? Sind das Städte? War das mehrere Städte? Die Städte sind angefüllt mit Männern und Frauen, die mit Elan und Zielstrebigkeit arbeiten und leben. Ich habe gesehen, wie Waren von Schiffen abgeladen und für den Transport zur Kolonie vorbereitet wurden. Oben in den Hügeln konnte ich einen Blick auf die prachtvollen Ländereien von New Devon erhaschen. Meine Freude ist überwältigend. Dieser Ort wird jeden, der uns verspottet und unterdrückt hat, eines Besseren belehren. Unsere Familien, unsere Adligen, die Regierung, unseren König. Wir werden für den Rest der Welt ein Gesellschaftsvorbild erschaffen und unser eigenes Schicksal schmieden, befreit von den Ketten unserer früheren Leben.
Ein Hoch auf die Chance zum Neuanfang für Gott und die Freiheit. Nun ja. 1718, Alter. Was knarzt denn du so? Sackgas. Guck mal, durchs Fenster wieder insteigen. Ach, guck mal, da können wir Nuff gehen. Oh, waren wir noch gar nicht. Aha. Was ist denn das? Das Schätz hier. Geil wäre es gewesen, wenn es durchs Fenster hätte rausspringen können und dann bei den anderen zwei Helden gewesen wäre. Ist das der Punkt, wo mir vorhin nicht auch schon mal rinkamen? Nee, ne, das ist anderer, oder? Der hat aber auch überall von sich so Dappi-Statue angestellt, ne? Der war schon ein bisschen narzisstisch veranlagt, kann das Sinn? Ah ja, hopp dann auf, Sally, komm, helf mir mal. Über die Mauer. Komm schon. Ah ja, Sally, jo, guck zu. Helfen dir. Ach, auf Elmo. Fertig. Über die Mauer oder durch die Mauer durch? Die schiefe jetzt zu dritt genauso schnell wie ich vorhin allein. Und jetzt rollt er wieder zurück, oder was? Das ist doch abschüssig nur hin. Ne? Moment. Ich hab's. Ah jo, die Bremse die auch noch funktionieren, ne? Festgerutscht wäre die ja nicht. Siehst du? Das wird dich halten. Nate, los! Ich hab's. Nate, lass uns zurück, rette dich! Ja, du musst schon ein bisschen Gas geben jetzt, Kerl. Kann ich dir jetzt nicht der Hand reichen und dann reicht das? Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt draufkommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Die hat gar kein Magazin in ihrer Waffe. Nein, nicht ganz allein. Hör zu. Ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier Dann weggehen. kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss. Aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Was ist schon fair im Leben, ne? Der Abwasch, du bist dran. Und wehe dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ach, da gehst direkt so ein bisschen Pipi in die Augen, die Nase fängt an zu kribbeln. Ich dich auch, Cowboy. Wir wissen das. Wir wissen. So. Level 19? Ne, N20, genau. Meines Bruders Hüter, er meines Bruders Trottel. Ist das jetzt so kurzer Übergangslevel oder ist das jetzt so einer mit Schießerei und allem drum und dran? Alter, ich weiß nicht. Das kann mir aber doch keiner erzählen, dass das nie jemand irgendwie... Ah jo, du kannst sich natürlich nicht dran festhalten, ne? Das ist schon klar. Dass das nie einer gefunden hat, das der ganze Kram, du. Jetzt müssen wir durch den Dschungel badge, ey. So kann man sich auch allerhand weh machen. Sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wir haben ja jetzt eigentlich gespielt. Kapitel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, so um den Dreh rum. Oder war es ab 17? Und seitdem ist die Sonne nicht untergegangen. Das war jetzt alles 8 Tage, ne? Aber jetzt ist er am Untergehen, glaube ich. Aber ich würde sagen, der hat jetzt nichts gegessen, der hat nichts getrunken. Ganz Tag lang nichts getrunken. Auf so einer tropischen Insel. Wer es glaubt, erzähle ich. Hey, was ist das? Dreck. Ah, ne, Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Woher weiß der jetzt, dass das dem seine Fußspuren sind? Wurde er hingebäht, der sieht das, oder wie ist das? Husch.
So, schön den Bauch hingezogen, jawohl. Gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Hehe. Moje. Hast du zuerst mal einen Haufen blaue Flecke, Brummschädel, Sonnenbrand, Sonnenstich. Apropos Sonnenstich, ne? Hut hat der auch keiner auf. Hupst die ganze Zeit in der Sonne rum. Also ich kann das nicht machen. Also zumindest jetzt nicht ohne Sonnenstich. Nee, du hättest sollen einfach da drauf springen. Ah ja, fast noch vorbeigehupst, natürlich. Von der Unten denke ich, müssen wir hochkommen, oder? Und jetzt müssen wir weiter rauf oder runter? Wie ist das? Steht hier fast Zahn runter, aber es sieht nicht aus wie runter. Also den ich sagen müssen wir doch rauf. Ah ja, da oben, ja genau. Ah ja, natürlich. Warst du ewig schon einmal und bin runtergehupst? Oder ich glaube schon, ne? Du, was ist das? Los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Oh, komm schon, wo ist der hin? Was? Kannst du, genau, das wollen wir an. Müssen wir weiter hoch oder reicht das so von Line her? Ah, das reicht. Ja, gut. Bitte hoch. Danke. Ich bin echt so richtiger Affenmensch, ne? Zack, Fußbruch. Tschüss. Hey, stell dir mal vor, du deinen Fuß brechen, ne? Du wärst hier nicht mehr gefunden, ne? Kannst du verrecken. Mehr Fußspuren. Ja, das ist eine Blitzmerke. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich... Abstürze. Ja, die steht schon noch werden. Ja, danke. Ja, jetzt ist die Fahnenstangenruf erreicht erstmal. Ab in die Nose gehupst. Jawohl. Oh, verdammt nochmal. Schön in die Nose rein. Wie so Popel. Und jetzt? Ah ja. Ist das jetzt eigentlich auch so der angedachte Weg, für da hochzukommen, wenn man da hoch will? Oder ist das jetzt nur der Weg, den die Leute nehmen, die zu dumm sind, die Treppe zu finden? Sagst du jetzt das Ohrläppchen oder die Naseflügel? Zack. Ja, der hätte ja auch noch keine Schatzen, aber das ist nix. Da oben ist auch nichts, aber meine Lesestimme, ich seh's. Ich seh's kommen, meine Lesestimme. Oh, das ist Berns Enkel. So, das ist mir zu kragelig geschrieben. April. Oh, jetzt sind wir schon bei 1808. Okay. Obwohl ich Hayes Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eiter die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Ich hätte die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben. Das soll eine Frage sein. Achso, hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet und Averys Schatz zu finden. Und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Naja gut, wenn du auf dem Sterbebett noch so davon überzeugt bist. Heute Abend ruhe ich mich aus, das Fieber wird sinken. Und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteurern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein. Aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben. Und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire. Achso, da geht's weiter. Achso, Claire, vergib mir. Jo. Nee, alles klar. Dumm gelaufen, ne? Ist auch vorbei, Kumpel. So kurz
hattest es fast geschafft. so kurz vor dem Schatz quasi abgenibbelt, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, ich weiß, es sind Fußspuren. Mehr Fußspuren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man weiß, ob er noch Zeit gehabt hat, sich zu eiern. Tja, dann mal rein. In die Gutstub. Hey Sam! Ah jo, kreist du rum, natürlich, das sind ja auch Geschollein-Soldaten unterwegs, kreist du überall rum, ah jo, natürlich. Was verwehst du, weil du so viel Micke sind? Nix, na gut. Zack, bricht jetzt, ah jo, natürlich spricht's in. Ah jo, natürlich, dasselbe hat's noch getragen, ich nehme mich. Ich bin halt auch ein bisschen dicker wie der. So, jetzt pass auf. Was ist denn da noch? Vorratsdinger. Links, rechts, alles das gleiche, so wie es aussieht. Jo. 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 Gras ist am Start. Und Fußspuren. So, da wären wir. Ja, was? Ich sehe noch nicht. Also, sieh ihr du das Sam, dann sind wir ja noch nicht da. Da kann ich jetzt nicht sagen, da wären wir. Okay. Dann mal los. Ah jo, dann ab. Und zack. Jetzt stell dir mal vor, an der Kante ist ein bisschen viel Matsch und er rutscht aus beim Springen und packt den Sprung nicht. Das wäre bitter, ne? Sam! Wette mal, dass das Ding auch kaputt geht. Oh, verdammt! Ich weiß ja nicht, es ist halt doch einfach auch immer so ein bisschen vorhersehbar, ne? Ja, du kannst da, wenn du abrutschen tust, ne, du reißt du dir auch alle Fingernägel raus. Gut, ob das da noch relevant ist, sei mal dahingestellt, aber geh mal da jetzt runter, hä? Au. Aha. Eine Schildkröte, ohne Schildkröte. Dann hat sie gesehen, wie sie da drin abgehauen ist. Ach, ich hätte jetzt gern gestreichelt. Wie sie mit der gespielt, so, ne? Ja. Schön, dass du dich festgehalten hast. Ich hatte für eine Sekunde gedacht, du hättest einen anderen Plan. Ja, bitte hupse, wenn es geht. Wahrscheinlich der Unne an die, wie sie, oder? So. Du hupst. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Packen wir das? Nee. Oh, das war zu früh, das war zu früh. Ah, nee, doch. Gut. Du doch nur den Kletterhoge beiseite jetzt. Du kannst doch überhaupt nicht richtig greifen. Wenn er das jetzt gesehen, mit 2 Fingern hat er sich gehalten, der Kletterhoge auch noch und dann mit einem, ne, so, ich kriege das gar nicht an, quasi so, ne, so hat er sich festgehalten. Das ganze Körpergewicht an 2 Fingern und noch die Kletterhake in der Hand und denen nicht verloren dabei. Das ist schon ein Held, ey. Ja, er hat sich die Kletterhoge weggelegt. Und jetzt? Losen wir uns jetzt runter, oder wie ist das? Aha. Oh mein Gott, das ist Averys Schiff. Woher weiß er das? Also ich meine, wie viele Möglichkeiten gibt es denn, was für ein Schiff das ist, aber ah jo. Okay. Ich wollte gerade sagen, halte dich doch hier dran fest. So, und Männer, das Schiff steht jetzt noch schwimmen. Wissen ja, was ich auch nicht so ganz verstehe. Warum springt der jetzt nicht nur rechts? Ah, jetzt.
Und zwar folgendes. Das ist hier, also das ist hier schon ein Riesenschatz, ne? Naja. Da bin ich jetzt nicht hoch genug, ne? Wie komme ich dort oben jetzt hin? Also, was ich nicht verstehe, das ist hier ein riesen Schatz, ne? Das hätte auch für beide gereicht. Hätten noch keine zu dem Rave sagen, pass mal auf, jo, ich weiß, bist du Arschloch, aber komm, du hast Geld, wir uns wissen, du uns zusammen, wir machen das bisschen. Dann kriegst du, was weiß ich, selbst wenn sie gesagt hätte, pass auf, du kriegst halt 60% und mir nur 40. Ne, ach jo, Rotz du. Dann, selbst dann, wäre das ja noch bei weitem genug gewesen. Das darf ich den ganzen Shit nochmal machen, ne? Das war knapp, guck der sah, ne? Den letzten Millimeter hat er das so ohne Ring gepetzt. Sieht er das? So, ne? Lass mir erinnern, wie lange so ein Ding haltet. Ich glaube nicht, dass das so lang halt. So, jetzt seht ich gern mich an, danke, an dem Stein festhalte. Wie der Mo. So, jetzt. Alter, das werde ich doch jetzt packen, du rüber zu hupsen. Jetzt mal ohne Scheiß. So. Du kannst, danke, du hin hätte ich gern. Sehr gut. So, jetzt ist natürlich wieder die Geschichte folgende. Jetzt bin ich wieder verloren, ne? Weil er will nicht nur rechts hupsen. Er will nicht nur links hupsen. Da geht jetzt gar nichts mehr, ne? Ähnlich was ich machen kann, ich kann loslassen. Ah, und nochmal kurz rein. Ja, super. Das hat es jetzt gebrungen. Ich muss hier da vorne an die, da oben an die Kante, aber da ist er eben nicht an, ne? So, jetzt aber. Er ist ja der keine Evo anmachen, ne? Aber Evo hat er sich einfach gesträubt. Die ganze Geschichte. So, bitte weiter Nuff da. Warum geht denn der eigentlich ruf? Der will doch eigentlich will der hier runter. Nee. Das war viel zu knapp. Ja, öfters. Muss ich ein bisschen abnehmen vielleicht. Das ist wohl mein Weg runter. Boah, jo, ich weiß nicht. Ja, da die Scharlache. Ich weiß nicht, so lustig finde ich das gar nicht. Vielleicht haben wir aber einen anderen Sinn von Humor, ne? Ja, der hat nicht gereicht jetzt, ne? Der hat jetzt nicht gereicht. Das ist wohl mein Weg runter. Aber ich werde schon nur links müssen, oder? Kann auch sein, dass ich gar nicht nur links muss, sondern dass ich quasi einfach so do. Wow, das war knapp. Oh, fuck. Stark. Das Wasser ist schon geil, ne? So richtig schön die Farbe. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch die ganze Bucht da abschwimmen. Oder tauche. Um zu finden, ob da vielleicht irgendwo noch ein Schätzchen ist. Zum Beispiel kann man ja da irgendwo dazwischen durch, ne? Wo kommt man da jetzt raus? Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab.
Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm, Lass ihn. Wir sind fertig. wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Das ist also sie. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Sie nicht also. Ganz im Gegensatz zu dir. Au. Schlazrick. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Quatsch, ne? Oder wir beenden das, was wir... Jawohl. So sieht's nämlich aus. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Hm. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam. Oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Knallen ab. Dass sie sich sowas bieten lässt. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Gut. Dann tun wir nochmal Tauchpassage einlegen. Jo, da ist nix, da ist nix, da ist nix, da ist nix. Schade, schade, schade. So schade, so schade, so schade. Sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. Das Ende eines Diebes. Hey, mir du quasi ein bisschen schwimmen. Jo. Mal kurz so ein bisschen rumgucken, ob da was blitzt. Ey, ich meine, ich kann jetzt wirklich nicht die ganze Bucht da abschwimmen. Oh. Hat mich das alleweil erschreckt. Habe ich nicht damit gerechnet, alleweil. Jetzt kann er nicht mit tauchen auf Emo. Jetzt ist er rum mit dem Tauchen, das ist nicht mehr tief genug. Ich weiß nicht, manchmal ist es echt merkwürdig. Ach, jetzt geht's auf Emo wieder. Ja, ist so die extra für uns so ein Loch drin gesprengt. Das war ja schon sehr nett von denen. Hätte ich jetzt nicht von dem, der noch so Waffschnappe kenne. Ich freue mich nur. Hä, das sind schon... Ah jo, kreischt doch nur rum. Ist schon klar, kreischt doch nur rum. Vielleicht finde ich ja einer von Shoreline oder auch nicht. Alter, guck dir das dumme an, hä? Ja, schon geil. Du, der gut behalle, wo es ist. Du kannst die Expedition nochmal anmachen. Alter, gib mir ey so Kiste, ey. Dann wäre schon gemacht, der Mann. Sam! Sam! Hey, Nate? Wo ist Sam? Fort. Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt.
Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein, Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? habe ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Normal müsste jetzt so nett seiner Seite Gerne sein, ne? mit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Darüber. Komm mal, davor sie. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da, Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Sue. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine? Warte. Lebt wohl, Rafe. Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Guck mal, die ganze Münze, ne? Die jetzt nicht durch zwischen die eine Planke runterfalle. Daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Uch. Im Ernst, Rafe, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali. Verflucht! Komm schon, wir können... Muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren. Nathan Drake fand Nimm der das Säbel von dem anderen. Nimm der das Säbel. Alter. Komm schon, Rafe. Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Wäre der Säbel nicht mittlerweile Ich habe verroscht? den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Wow. Ach, schlagen kann ich auch. Alter, ich hab gar nichts gemacht. Du sollst mich doch nicht unterbrechen. Ja, ne, das hat er jetzt von. Im Ernst, Rafe, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Was weiß ich, wann der rechte und wann der linke Angriff macht. Ich habe überhaupt keine Idee, wie das funktionieren soll. Und was viel nerviger ist, ich kann hier noch nicht immer nur rechts gehen und gleichzeitig schlagen. Ne? Das geht hier nicht, weil D und F ist das. Im Ernst, Rafe, das Sollen sie ist clever Irrsinn, gemacht? sogar für dich. Jetzt muss ich immer links rumlaufen, wo kein Platz ist. Lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Ja, ach, stimmt doch aber auch. Komm schon, Rafe. Hör auf! Ich verstehe jetzt nicht, muss ich du jetzt angreifen oder nicht? Oder muss ich jetzt einfach 30 Jahre lang ausweichen? Im Ja, Ernst, ich Rafe, weiche das ist einfach mal Irrsinn, aus sogar jetzt. für dich. Weißt du, was Irrsinn ist?
Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Das stimmt. Blut. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Das war Teil 1 und 2. Fand das sagenumwobene Eldorado. War dann wahrscheinlich Teil 3, oder? Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Jupp. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Statt dass er sich einfach dahinter den fucking Säbel holen tät. Von dem an, ne? Jawohl. Gib mir einen, gib mir einen, gib mir einen. Jawohl, gib mir einen, hopp. Nee. Los, ich doch nicht immer so mache. Alles geopfert. Das ist bestimmt vom Avery, ne? Mit den Diamante. 2 miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Mo abwarte. Jetzt das Säbel, jawohl. Zack, hat's gemacht. Die wäre doch total verrostet, die Klinge. Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, der Spitze zustellen, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Scheiße. Ausweichen! Parieren! Ey, Mensch, ich steht siehe, wo, wann der mal mit links und wann der mal mit rechts macht, ey. Komm schon, Nate! Du auch! Das ist noch scharf! Komm jetzt. Jetzt muss ich machen. Jetzt zieh ich's durch. Ah, das war die falsche. Das war der richtige. Das war der richtige. Jetzt. Und nochmal. Gib. Ja. Nee. Ja, und zack und nochmal. Schade. Ja, das war wieder der falsche. Ja, ich weiß. Nix gibt's. Am Arsch. Das wäre die Chance gewesen, dem Ende Riggerin zu geben. Alter, schon ganz spitzige Hände, ey. Oh, den habe ich nicht kommen gesehen. Könnte etwas Sie tun. Jawohl, schön durchs Gedärm gezogen. Das gibt Infektion. Nix. Du bist aber auch so langsam, Nathan. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss, ey. Aber wenn ich jetzt von ganz vorne anfangen muss, dann kriege ich aber eh nicht so viel, ey. Aua. Alter, ich bin nur immer am Fall auf der falschen Seite, ey.
Stark gemacht. Stark gemacht. Doch, stark gemacht. Ich will wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht kriegen, du jetzt. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin kurz vorm Abnibbeln. Wegrolle kann ich mich nicht. Komm, krieg doch ein bisschen Farbe ins Gesicht jetzt. Jawohl, jetzt sind wir wieder im Start. Ja, zieh's durch jetzt, komm, hopp. Ah, ich packe es. Nix. Kopf ab, fertig. Wie der Highlander. Der verarscht dich doch nur. Das musst du doch mitkriegen. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Schaden schon mal gehabt. Mach's gut, Nathan. Nathan! Ach so. Du weißt also nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts geschehen. Ich habe schon immer alles Pass auf deine Finger auf, nicht dass die Schwanne schneidet durch. serviert bekommen. Alles. Bis das habe ich mir verdient. Jetzt kommt oben das Gold runter. Zack, auf den Dates drauf. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Wäre jetzt nicht die Planke kaputt gegangen? Das ist schon Gewicht, was da runtergefallen ist. Heilige Scheiße. Hey, komm, schaffen wir dich hier raus. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's doch mal. Das ist zwecklos. Versuch's. Och, heil doch jetzt nicht rum, du. Hör mir zu, hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Irgendwas muss ich sagen. Du musst hier weg. Jetzt mal was anderes. Entweder unser innere Organe sind alle gerade zerquetscht oder du musst so viel Luft sein, dass er rauskommt. Ja, das ist es. Das ist es. Fang die Kohle mit deinen Zähnen. Halt den Kopf und... Clever, ne? Du bist absolut verrückt, Mann. Sagt der Richtige. Clever nennt man das. Clever. Verhalleneich halt, wo die Höhle ist. Na gut, wahrscheinlich oder ist gut vermint, aber trotzdem. Du kommt man doch normal wieder dran, wenn man, wie soll ich denn sagen, wenn man ein Bergungsschiff hat, oder? Also selbst wenn du jetzt die ganze Höhle in Falle tät, du kommt man doch nur mal dran, oder? Also ich meine, Bergungsschiff, schweres Gerät, Kran, Sprengstoff und weiß der Geier was, oder? Also ich bin der Meinung, du käme auf jeden Fall nur mal dran. Selbst wenn jetzt die ganze Höhle instürzt. Bisschen bohre, sprenge.
Ja, ich scheint es nicht vorher anzuhalten. Ah, jetzt, ach, grell und weiß, ne? Ach du Scheiße. Oh, Nate. Nate. Hey. Komm. Bist du okay? Hey. Hey, Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich Hunde. hier. Ja, ohne Scheiß, Bergungsschiff, Kran, Sprengstoff, Bohrmaschine, Taucher, der Schatz uns. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Hm? Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Eine Hey, was erzählst du hier? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Nathan der Große. Der große Nate. Ach, fast. Das ist nicht witzig, der Name ist Zu toll. seiner Verteidigung, du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also, Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja, Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, Darum das geht's bist du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden. Stattdessen habe ich... irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja, Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja, Wir haben's weit gebracht. haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Hm? Also bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch?
Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Alter, warum berge die jetzt nicht den Schatz? Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, hm? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Oder gar nichts von Mitglied, ja? Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau nein. unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja, Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein Paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, Steht beim uns Versuch, nicht. ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Ich glaube auch. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch 100%ig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera.
Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Ah ja, natürlich. Das ziehen wir durch. Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Und Augenkoordination ist viel besser. Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Goldig, Da ne? liegst du ja Auf einer sowas Skala von von 1 bis daneben. 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, 11. denn. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Goldig, ne? Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Ach nee, jetzt ich weiß doch nicht mehr, wie es geht. Zu free, shit. Muss ich jetzt wieder von ganz vorne anfangen, tatsächlich. Shit, da hätte man keine bestimmte Lebe sich organisieren, ne? Was ist denn jetzt? Muss man sich schon konzentrieren. Das war aber saudumm, ne? Warum muss ich denn durch die Kameraführung von vorne machen? Die mache ich doch. Die wäre doch von der anderen. Ach shit. Warum habe ich denn das Leben jetzt nicht gekriegt? Zu free. Ah, doch nicht. Ich schon nur auf Springen gedrückt. Was ein Beschiss, ey. Unabhängig davon. Ja, mal abwarten, was jetzt passiert. Bevor ich jetzt wieder Gespräch stricke. Mhm. Oh, die ist auch so goldig, ne? Wo bleiben die? Unabhängig davon, die hat ja gesagt, sie hat ein paar Münzen gefunden in ihrer Jagdtasche. Sag ich jetzt mal. Also das merkt man ja, ne? Ich meine, die Münzen sind ja nicht so leicht, das ist ja Gold gewesen. Wenn ich mir die Größe angucke, das wird wahrscheinlich so Unse gewesen pro Goldmünz. Das heißt so, nur aktuell im Preis, was ich, so um die 1600 Euro. Das heißt, wenn die jetzt 4, 5, 6, wie mir 8, 10 Goldmünze gefunden hat, dann kennt die sich auf jeden Fall nicht diese JMI-Leiste und noch zusätzlich diese Bergungsgedöns da. Naja gut, ist ja auch egal jetzt. Wir gucken jetzt mal, was da so abgeht. Altmodisch. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall nochmal gucken. Was wir da alles finden. Gibt das jetzt eigentlich die, wie soll ich denn sagen, die nächsten
In Senja Drake. Das nächste Abenteuer quasi. Als das Spiel rauskam, war also noch PlayStation 1 Zeit, kann das Sinn? So gut. Nameless City. Face. Aaron Hicks. Color by Jordi Celery oder was? Komm, lies weg. Hat die gewährt. Was haben wir du? Prag, New York, was? Lost Freeway. Aha. Jessica Liu, war das Sinn? Roland Worth oder so ähnlich. Starlight 2. Savage Starlight 2. Coming Ich sollte soon. echt aufräumen. Och was. Schwätzen. Nee, später. Ist das du ohne Last of Us? American Daughters? Ist das du Last of Us du ohne? Kann das Sinn? Kennt schon Sinn, ne? Of Last ohne of Us und du, das ist die. Mir fällt der Name nämlich in Ellie oder wie sie gehieß hat. Das kennt schon Sinn, dass das Last of Us ist, ne? Ach, Snowboardfahrer tut sie. Powerlines Snowboard. Nicht nur Snowboard, das ist ein Powerlines Snowboard. Filipinos, Südamerika. Aha. Pazifischer Ozean und Südatlantik. Und da oben ist die Karibische See. Aha. Ah, ich weiß nicht, die Karibik. Es steht mich ja schon auch mal reize, muss ich sagen. Schon halt kein Bock auf so ewig langer Flug. Dad? Jemand da? Nope. Ah, jo, sie muss aufräumen. Guck dir den Shit mal an. Aber sie muss aufräumen. Was soll ich denn da Tode zu sagen? Oh, das sieht schön aus. Ah ja, es war's auch. Goldig, ne? Sorry, Sully. Oh, ein kleiner goldiger Hund dabei. Wow, Sam sieht so jung aus. Ja, aber wenn ihr jetzt mal so guckt, wie alt sie ist, da sind jetzt nicht viele Fotos abgefallen dabei, ne? Jo, jetzt bell nicht so da rum, lass mich doch jetzt mal ein bisschen da und den in ihrem Dreck rumwuhle. Wer weiß, was man da findet. Ja, ja. Welche, aber ich bin unordentlich. Was ist denn das, du? Ja, gibt's nichts zu holen, ne? Die sind wohl abgehauen. Ach, da sind wieder die ganzen Bücher, ne? Golden Circle. Was steht da? I World Navigation. Wahrscheinlich ist das gar kein I, das ist nur so das Einband, ne? Also so über der Schrift, wie auch immer, so Band 5 oder so steht da wahrscheinlich. World Navigation, The Science of Adventure oder so ähnlich. Books and World. Books and World, ne? 2 muss gleich Buch. Jetzt von der Spirexi. Was ist der Owe? Kann ich jetzt nicht so genau lesen. Kontam, Man, Nomi, Nomi, Blask oder Polsk. Aha, 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 aha. Ja, da sind wir auch gerade rumgehupst, glaube ich, ne? Ach, ah ja, jetzt du der Schlofe. Ajo. Was haben wir da? Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder vom Mom leihen. Mhm. So, und wieder ist gleiche Buch am Start. Natürlich. Books and World. Das ist der Bestseller. Den holen sie 5-mal, wenn es reicht. So, das Fred und George Designer of Books oder wie es heißt. Das holen sie auch mindestens 2-mal. Lass mich da drüber gucken. 100% steht es da nochmal.
Ah jo, Books and World haben wir noch mal. Das Designerbuch haben wir noch mal. Natürlich, so ist alles am Start. Mal sehen, was du hast. Musik. Mom hört komische Musik. Ach Aber was? die hier gefällt mir. Hört sich doch gut an. Sollten die eigentlich schwer auffahren? Die nicht nehmen, ne? Also ich finde die Musik jetzt nicht schlecht eigentlich. Ist schön gechillt, oder? Finde ich. Konnte man eigentlich in dem Aquarium irgendwas machen? Nee, schade. So Aquarium wäre ja auch irgendwie was, das mich reizt, ne? Aber ich schon halt kein Bock, wenn du das dann irgendwo die Woche sauber machen musst oder so Shit. Das muss man halt Wir auch sollten echt eine fairerweise Party sagen. schmeißen. Würde keiner merken. Ja, das stimmt, ja. So waren wir auch, überall waren wir da, ne? Überall waren wir da. Was ist das? Süßigkeiten? Na Ach nee, gut. Aber nur das eine. Uno. Was steht da? Sailing Supplies. Scuba Gear, Launch, Underwear, Camera, ne, Underwater Camera. Fishing Poles. Okay. Ach, du ist scheiße aus, gut. Relativ großes Gäste-WC, ne? Eigentlich, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt mal Einrichtungsstil, aber eigentlich ist es ganz schön ingerichtet, finde ich. Dumm die dumm, was haben wir da im Kühlschrank drin? 100 was kriegt, jetzt will ich auch was. Kann ich Erdnussbutter schlappere? Ach, Apfel. Ja, viel zu gesund. Kann ich eh nicht essen, zumindest nicht roh. Was steht dann da jetzt alles am Kühlschrank dran? Pass mal auf. Call Producer back about. Was steht da? Antakara vielleicht oder so ähnlich. Expedition wahrscheinlich oder Episode. I get to come right. Jo, hopp dann. If you clean your room, we will talk about it. Wenn ich meine, über was reden wir dann? Order new dive tanks and new surfboard. Didn't we just buy you one? If by dust you means 2 years ago, was? If by just you means 2 years ago. Also wenn das heißt, wäre hier klar, ne? It's calm down. Was das over? Train Vicky to stop jumping on our beds. Exclamation mark. Oder wie es heißt. Exclamation mark. It's dog hair all over my pillow. Oh. Buy India tickets. Yes. Backgammon Casey 5, Sully 2. Ach, guck mal, das war gar nicht so schlecht gemalt, ne? Eigentlich ist das sogar relativ geil gemalt, finde ich. Ja, doch. Ja, ja. Schick, schick. Was haben wir dann da? Können wir das lesen? Wie ist denn das? Oh, cool. Sam und Sully kommen zu Besuch. We are sitting in a tiny cafe in the middle of a busy Havana street, drinking what might be the best goddamn espresso I've had in my life. No job. No one chasing us. Retirement is weird. Good, but weird. Sam says tell him to stock up the fridge with less shitty beer before we arrive. His words, not mine. Sam is also reminding me that you lost the bet to both of us. 12 months and counting with no smoking. And I'm in Cuba for God's sake. That's how good I've been. Always send the girls our love. Ne, anyways. Tell wahrscheinlich Cassie
to warm up the backgammon board. I want a rematch. Looking forward to seeing the gang in a wahrscheinlich couple of weeks. Ach, guck mal du. Diese zwei. Ja, jo. Dass die jetzt auf einmal so dicke sind, ne? Davor konnte sie sich schon nicht wirklich riechen, muss man sagen. So, jetzt lesen wir es nochmal auf Deutsch. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag. Niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns, sagt Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Naja, eigentlich kann man schon fast sagen, dein Vater, aber na gut. Dein Kollege. Ja, was haben wir dann nur noch? Ach, hör mal, du wieder das gleiche Buch, warte mal. Hey, guck mal, was ist denn das, du, ne? Das ist hier ein Hai, oder? Warte mal. Oh, kann man da irgendwie... Ach, das ist aber jetzt schlecht, du, irgendwie... Was steht dann? Jetzt, wenn ich ranzoome, kriege ich es nicht, ne? Beyond History. Das kommt mir aber abkannt vor, dass uns im alten Haus, oder im Haus war das, sonst das Mensch Acker hat, ne? Ist aber jetzt ein bisschen, ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt hier keinen Speicher habe mit dieser geil Tischtenniskanone. Die war so geil, ey. Und vor allem, die war jetzt nicht nur geil insofern, dass man dort mit Tischtennisbälle schießen konnte, sondern die hat ja auch noch dann diese Magazine gehabt, wo du nur laden konntest. Das war richtig geil. Guck mal, das Snowboard-Magazin, das 102. Naja, gut, gehen wir mal raus, oder? Von ihrem Apfel hat sie aber auch noch nicht viel abgebissen. Den Draht sie auch nur spazieren, ne? Geil eigentlich. Richtig geil, was man da sieht, ne? Das ist echt geil. So kann man leben, ne? Eigentlich ist das wirklich geil. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Ist das vielleicht die Insel, wo wir vom Avery, wo wir der Goldschatz oder so? Also das Auto ist da. Vielleicht wurden sie von Außerirdischen entführt. Ah jo, schön wär's. Oder sie sind einfach zu Fuß unterwegs. Die hätte sie direkt wieder zurückgebrungen. Naja, Hupse Kletterer ist noch nicht so ihre Stärke, ne? Das muss sie noch lernen. Vom Nathaniel. Ach, Hupse, die will auch nicht Hupse, ne? Der Nathan, der wäre direkt dabei jetzt, ne? Er hat schon vielleicht mehr von ihrer Mutter dann. Das Fahrrad ist aber mittlerweile auch ein bisschen gleichfertig, oder? Ach, kennt noch gerade so gehen. Geht's auch ins Wasser rein oder sagt sie so, nee, komm, schon Klamotte an. Ja. Ja, sie will nur nasse Füße kriegen. Ne, ist das jetzt vielleicht wirklich die Insel, oder? Also ich meine, ob den Goldschatz, den hebt man doch, oder? Ich meine, der hat doch ein Unternehmen, das nichts anderes macht quasi. Also von daher, das muss er doch, also das muss er doch machen. Das muss er doch machen. Gibt's doch gar kein Verdun, das geht gar nicht anders. Haben die jetzt das Haus extra gebaut für den Job oder war das Haus quasi schon da? Naja, wenn der da runtergehupst ist, dann gehe ich zuerst mal da her. Was ist das jetzt noch für ein Haus? Können wir da einfach so inbrechen oder wie ist das? Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Ja, und die zwei heißen, ist ja auch nicht schlecht, ne? Archaeology Now. Lost Cities. Das ist alles noch. Ja. Phonogramm. Shield. To grab. Possible indication of dates. Bed drainage. Overflow. Dock. Writing. Year. Ja, und schon das halbe Alphabet entschlüsselt, ne? Was haben wir da noch?
Entries from. Ist ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie Entries, aber na gut. A. Certainly inaccessible. Schlecht. Hidden access. Ja. Wir kommen der Sache schon näher. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Das ist richtig, ne? Kann man da. Stopp. Guck noch mal. Kann man da erkennen, was für. Was ist das? Yucatan? Piste? Muss ich gleich direkt mal googeln, wo Yucatan Piste ist. Die Piste von Yucatan quasi. Was haben wir dann da? Ist das ein Modell von der Geschichte? Wow. Das wurde toll gesäubert. Jade oder was wäre das denn, hä? Ich denke schon, dass das Jade ist. Was ist das? Du hast es rausgefunden. Habe ich doch jemals dran gezweifelt. Ich bin eine Gottfaser auf rausfinden. Was ist denn das da? Sunken Statues recovered. Archaeology now. 100 years of artifact discovery and theory. Lost treasures of war. DF Fortunes. Was? Ist das Unearth Boy Emperor's Gold Tomb? Okay. Globe Explorer. Ja. New Orleans News. Local Salvage Company Dick's Adventure. Global History. The Wives of Genghis wahrscheinlich Genghis Khan. Schreibt man den so? Okay. Remains an ancient rune. Okay. Adventuring duo D&F Fortunes leads expedition into Cambodia. D&F, was ist das? Drake and... Wie war denn der Mädchenname von der Elena? Das weiß ich jetzt gar nicht so direkt. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. D&F Fortunes famous Drake and Fisher. Elena Fisher, okay. Discover new ruins in a previously unexplored part of the... Was? Thunderbahns? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. 1000 Stone Faces. Jo. Frisch wie der junge Morgen. Jo, natürlich. Da sind wir dabei. Ach, was ist denn das? Ne, ja. Daran erinnere ich mich. Ja, es ist auch gut. Du bist auch drauf auf dem Bild. Schick. Was haben wir dann da noch? Vielleicht haben wir Klick und mein Ping-Pong-Waffe, die ist da irgendwo. Ja, die Post machen sie auch nicht so gern auf, ne? Ich hoffe, das sind nicht alles Rechnungen. Oh. Es ist alles so guldig. Ich weiß ja auch nicht. Was steht da? Nicholas Lance Journalism Award, Elena Fischer. Ach, du hätten wir es auch gesehen, wie es mit Name heißt, ne? Drake und Fischer. Auf der anderen Seite, wenn die verheiratet sind, dann hat sie schon einen netten Namen von ihm angenommen. Auf der anderen Seite, Drake ist ja theoretisch auch nicht der richtige Name. Ach, da haben wir es wieder. Books and World. Jo. Das ist scheinbar ein Lieblingsbuch von denen. Wie albern. Stopp mal. Ja, so bitte. Adventure Life. Treasure Hunting. Runes in the Family. Runs. Also hat ihr auch was gefunden? Oder war das jetzt bei einer Expedition mit dabei? Ach, was ist denn das? Das sind seine Schlüssel. Schnappst du. Das Jawohl. sind seine Schlüssel. Jawohl. Jetzt können wir richtig geil gucken. Jetzt pass auf. Aber er will ja nicht. Jetzt gucken wir. Zuerst mal, was der Bischer der hat. Ja, da ist schon wieder Beyond History. Ja, ist schon klar. Was ist da oben?
Das kann man jetzt nicht so lesen, als die Elena. Jetzt du mir die ganze Geheimnisse von ihm rauskriegst. Die ganze Geheimnisse. Ach, keine Psst, psst, nicht so laut, nicht so laut. Chance. Jawohl. Jetzt die ganze Geheimnisse. Revealed. Wow. Ich wusste es. Was hast du gewusst? Hier, was ist denn das? Ancient and Magical. Kann ich jetzt nicht lesen, ich kann auch nicht ranzoomen. Eine spanische Dublone. Jo. Aber von wo? Kann man das lesen? Philipp, genau, Philipp wäre der König geheißen. Ja, okay. Dann legen wir das nochmal weg. War ja schon nur 1600 Euro da, ne? Was ist das? Ah, ihr Kreuz, siehst du doch. Da ohne die Münze, doch, die nimmt sie auch. Ah, nimmt sie die auch. Piratenmünze. Sieht aus wie Avery's Siegel. Halt, ist das Avery's Siegel? Ah ja, natürlich. Kennt sich aus, das Mädchen. Da merkt man schon, wer die Ältere sind, ne? Wow, nettes, Holster? Holster, Dad. Ja, wenn du gleich mal zu dem gehen, dann fragen wir mal zu dem Dad, wir müssen reden. Aha. Ist das ein Einschussloch? Ist das ein Einschussloch? Ja, natürlich. Was denn noch? Flieger hat, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, dass den statt der Gummi abmachen und den mal durchblättere, oder? Also ist zwar neugierig, aber so neugierig dann Armut rennet. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Die Une von den 10, die sieht man jetzt nicht, ne? Hallo. Ja, guck ruhig. Bist jetzt alt genug. Wow. Oh mein Gott. Wahrscheinlich haben wir es schon immer gelesen, aber ich meine, wenn wir die Chance haben. Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf sowas sollten sich die Reichtümer des auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradies sonst beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich, also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen, Henrys Angriff auf die Chiang-i-Sawai. Ich glaube, das hat sogar bei Wikipedia gestanden, dass er das durch Schiff angegriffen hat. Bildunterschrift, Joseph Burns, bla 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 bla. Schön. Wow. Henry Avery. Der Gunsway Raub? Halt. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ah ja, psst, 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 psst. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo es ist. Wir müssen nur noch die Genehmigung kriegen. Evelyns Exemplar von Schauplatz der englischen Seeräuber enthält Abschnitte, die ich in späteren Ausgaben nicht gesehen habe. Wenn ich seine Route nachverfolgen kann, kann ich vielleicht herausfinden, wo Averys Schatz sein könnte. Henry Avery, ne, habe ich schon gesagt, 17. Jahrhundert, ja, Ende 17. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert und Dodeno kamen dann erst die Piraten von Black Sails, also Blackbeard und so. Bekannt als Benjamin Bridgman, Longban, Piratenkönig, der Erzpirat, Siegel. Ja gut, das Siegel war dazwischen, Senor. Hat das Mogul-Schatzschiff Chiang-i-Sawai überfallen und ist mit einem millionenschweren Schatz verschwunden, hat sich vielleicht mit anderen Piraten in Madagaskar zusammengeschlossen, um die Schiffe anzugreifen. Muss Thomas Tew im Kampf getötet, Richard Vaughan, William Mayes und vielleicht noch andere überprüfen. Schauplatz der englischen Seeräuber ist bekannt dafür, voller Ausschmückung und Lügenmärchen zu sein, aber auf diesen Seiten ist mehr Wahrheit zu finden als die Leute an. Wo ist der hin? Karte, keine Ahnung.
Das Schiff, auf dem Burns war, wurde durch einen Sturm vom Kurs abgebracht und sie wurden von den Spaniern in Panama gefangen genommen. Pech. Avery war gut darin, seine Spuren zu verwischen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg. Die beste und einzige Hoffnung, Averys Schatz zu finden, ist ganz klar unser Freund Burns. Zeit, sich über Panama zu informieren. Kartenanmerkungen im Uhrzeigersinn von oben rechts. Meeresstraße Bab al-Mandab. Jo, Dingsraub, alles klar. Insel Reunion, wurde der Schatz hier geteilt, keine Ahnung. Treffen mit Adam Baldridge, okay. Insel Ascension, keine Ahnung. Weiterer Proviant, Nassau, unter dem Schatz von Gouverneur Nicholas Trott untergetaucht. Nassau, dort drum dreht sich jo dann quasi die Serie Black Sails. Schottland, 1699, letzte bekannte Sichtung von Avery. Interessant ist auch, hier wird die Avery mit A geschrieben. Wenn man jetzt bei Wikipedia nur dem sucht, wird er aber eigentlich mit E geschrieben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was akkurat ist und was nicht. Stopp, nochmal zurück. Nassau, ah ja. Ja, das ist Nassau, da habe ich mal geguckt, das ist quasi so leicht rechts von den Bahamas. Also ich glaube, es gehört zu den Bahamas, aber ist nochmal so eigenständig kleine Insel. Ne, in die andere Richtung. Ach, ich weiß nicht, ich finde das komisch, da ich nur links drücken muss, fährt nur rechts. Also, wer Weiterheitsblätterer ist schon klar, die Seite soll von rechts nur links, aber ich steht eher so an. Ich will rechts weitermachen, also drücke ich rechts. Na ja, gut. Wir lesen zuerst. Ich habe noch weiter recherchiert. Burns erwähnt im Brief den höchsten Turm und in Panama was ist denn das für ein Satz? Und in Panama, es gibt nur ein halb intaktes spanisches Gefängnis mit einem Turm. Vermutlich unser bester Anhaltspunkt. Ja, beim Übersetzen ist das schiefgegangen wieder, ne? Erstes Problem, die Regierung von Panama hat ein neues Gefängnis neben das alte gebaut. Hier werden die schlimmsten Verbrecher überhaupt verwahrt. Zweites Problem, Panama wird von einem Diktator regiert, der vermutlich kein Verständnis für unsere Ziele hat. Vermutlich. Hatte eine lange Diskussion mit Evelyn über die Schwierigkeiten, vor die uns der Standort des Gefängnisses stellt. Sie sagte, sie werde sich einen Plan überlegen, aber ich habe das Gefühl, dass sie die damit verbundenen Gefahren nicht bedenkt, ganz zu schweigen von ihrer Gesundheit, ganz zu schweigen von meiner Gesundheit. Sollen wir über das Meer einreisen, pro direktester Weg? Kaum Schmiergelder nötig. Macht unser Leben etwas aufregender, führt uns vielleicht zum Piratenschatz, kontra. Führt uns vielleicht nicht zum Piratenschatz. Ziemlich illegal. Hohes Todesrisiko und schwüles Wetter. Zeichnung auf der Karte oben. Neues Gefängnis als Gefängnis. Zeichnung auf der Karte unten. Panama. Zeigen wir her. An der Seite. Niemals. Doch. Ist das Dad? Und Sam. Hier mal noch weiter blättere. Wie ist das? Alter. Sic Parvis Magna. Found this. Aus kleinen Ursprüngen. Found this on my old camera. Thought you would like to have it. Was ist das? A build. Was zur Hölle? Ja, Alter, hopp. So ging die Post noch ab. Oh, scheiße. Jetzt konnte ich die Seiten nicht mehr lesen. Mist. Hey, da bist du ja. Hey, Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Mhm. Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Nix. Okay. Sei nicht sauer. Ah, schon ein bisschen älter war jetzt, ne? Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr.
Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Ach, Sase. Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles Das ist begonnen was habt. anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren. Richtig? Ich auch. Wie alt bist du? Haha, witzig. Nicht synchron. Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts Okay, zu tun. Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, Ja, das eigentlich schon. stimmt. Ja, Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führt uns mitten in den Dschungel. Kommt doch ein bisschen Vater, ne? Tüdüm. Schick, schick, schick. So, da haben wir sie doch halt durchgeredet, ne? Also es ist, das muss man halt einfach sagen, vom Storytelling her, von der Story an sich her und so, ist es, finde ich, deutlich besser als die Story selbst, aber auch die Inszenierung der Story, als das bei Tomb Raider oder so der Fall ist. Aber ich muss sagen, die Schusspassage und so, die finde ich, die Maris, also das Ausmaß und das Art und Weise der Schusspassage, die Maris streckeweise ein bisschen kaputt. Was ich aber sagen muss, beim vierten Teil, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, das ist aus meiner Sicht der beste Teil von der Reihe. Warum? Bei den ersten 3 Teile ist mir tierisch auf die Schlembembel gegangen, dass die waren auch alle geil, bis zum Ende, wo sie dann gemeint und sie müsste irgendwelche übernatürliche Rotz rausholen. Ja. Und das ist mir tierisch auf den Keks gegangen. Deswegen fand ich den nicht besser, weil da gab es nichts Übernatürliches. Ne? Das war einfach Sache, ich will jetzt nicht sagen, dass die realistisch waren, aber die können so passieren. In einem alten Nazi-Bunker Zombies, weiß ich halt nicht, ne? Oder so Geschichte. Jo, aber von daher war schon, also macht schon Spaß, ne? Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wahrscheinlich irgendwie 40, 50 Stunden, ne? Das geht auch noch. Ist halt dann auch wieder der Vorteil, ne? Das ist hier relativ linear, das Spiel. Gegenüber von so einem Tomb Raider, die aktuell eher so in die Open-World-Szene abgedriftet sind, ne? Früher war die auch linearer. Du bist halt mit 12, 40, 50 Stunden bist du halt auch nicht mit durch, ne? Gut, jetzt hätte ich da natürlich auch, ich habe schon viel seitlich geguckt und so, da hätte ich noch gerne viel mehr abseits des Weges gucken. Ich schon ja auch mit Sicherheit bei weitem nicht alle Chats gefunden.
Wenn ich das richtig weiß, kann ich aber theoretisch nachträglich nochmal die einzelnen Gebiete besuchen, um dort dann noch nur Schätze zu suchen. Ich weiß nicht genau, wie sie das umgesetzt haben, ob dann die Shoreline-Type 8 komme, dass ich dann wieder Schießerei habe, ob dann die ganze Falle wieder ausgelöst wäre oder ob die jetzt wegbleiben, ob die ganze Zwischensequenzen dann nochmal kommen oder ob die dann wegbleiben und ich einfach einen Hoch, wie sie gucken kann. Keine Ahnung. Was auch interessant wäre zu wissen, muss ich dann die Gebiete immer wieder von Pfanne anfangen oder kann ich einzelne Checkpoints auswählen? Wahrscheinlich einfach von Pfanne, ne? So, das war's jetzt für heute noch einmal. Wir haben jetzt den Schatz endlich gefunden und jetzt ist er verschüttet unter einem Haufen Fels. Aus meiner Sicht optimal für die nächste Expedition, aber gut. Die Tochter haben wir jetzt auch langsam in die Welt der Abenteuer eingeführt, ne? Vielleicht wäre das doch so Idee für nächster Teil, ne? Vielleicht Vater, Tochter, Mutter. So als Kombipackung, ne? Aber auf der anderen Seite will man seine Tochter ja auch nicht in so Geschichte drin haben, ne? Gut, kleines Fazit am Ende. Macht natürlich unheimlich Spaß, das Spiel, muss ich jetzt fairerweise sagen. Vom Storytelling her, der Inszenierung her, von der Geschichte an sich her, einfach richtig geil. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ich fand das sehr gut, dass da am Ende nicht wieder irgendwelche übernatürliche dumme Sachen kommen sind, ja. Hasse ich wie die Pest sowas. Auf der anderen Seite, das Ausmaß der Schusspassage, jo, und das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Ach, so die Inszenierung der Kämpfe sozusagen, ne. Ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, dass das eher linearer ist, ne, als die neuere Tomb Raider Spiele. Finde ich eigentlich relativ angenehm, verlauft man sich nicht zu viel, ist ein überschaubares Spiel, ist man in 50, 60, 70, 80 Stunden fertig. Alles gut soweit, jo, und dann die nächste Geschichte wie halt die Steuerung, ne. Aber ansonsten kann ich das auf jeden Fall wieder empfehlen. Und mal gucken, vielleicht in ein paar Jahren spiele ich das vielleicht noch mal, ne. Gut, wie wir jetzt als nächstes weitermachen, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.